Die Türke und ihren Harem von Paul Münch. Die Türke, der sind schlechte Fetze und hen ganz spaßige Gesetze. Dort darf zum Beispiel jeder Mann 2, 3, 4, 5, 6 Frauen haben. Ja, wer dran Spaß hat und Gefallen, der darf sogar ein Dutzend halle. Kurzum, dort herrscht noch frank und frei die Viel- und Masseweiberei. Das gehört dazu zur Religion und nebenbei zum feinen Ton. Bei uns gäb's Bolles dort davor, und zwar gehörig, 2, 3 Jahre. An so Gesetze kann man's merken, was das verfickelt sind, die Türke. Und was dort noch bei Volk und Fest ein schlimmer Lebenswandel herrscht. Gottlob, dass mehr keine Türke sind. Und trotzdem, wenn ich ehrlich bin und stell mir klar und deutlich vor, ich selber wär als Türk geboren und hätt gemütlich und bequem ein Harem so bei mir daheim. Ich wollt ja ganz bescheiden sein, mit höchstens 5, 6 Frauen drin und lauter liebe Pelzerengel, hübsch, lustig, flott und ohne Mängel, wo jedi prima kochen könnt. Da wär ich in meinem Element, wo ich mich glücklich fühle tät, wie in der ewigen Seligkeit. Drum, wann als in de Bücher steht, die Türke wären dumm und blöd, das glaub ich nicht. Das is nicht wahr, die sind sogar recht hell und klar, und die Gesetze von de Türke sind wahre Kunst und Meisterwerke, und's bringt allerhand Gewinn, auf der Welt ein Türk zu sein, weil dort zu Land sich jeder Mann ein flotter Harem halten kann. Nicht bloß der Sultan und die Reiche, nee, kleine Leid wie meinesgleiche. Das Glück ist einfach kolossal bei alle Leid dort, überall. Und wenn man sich dann überlegt, was als größter Mensch entgeht, was man verhopperst Jahr um Jahr und was alles geht verloren an Lieb und Treu und Zärtlichkeit. Ihr liebe Leid, das tut leid. Mehr Christen sind halt arme Teufel, darüber gibt's ja gar keinen Zweifel. Uns ist von unserem lieben Gott der Harem streng und schwer verbot. Und wer nicht brav ist und tut's doch, der Mann kommt jahrelang ins Loch. Noch in der Ewigkeit sogar, da kriegt man Zuständ, schauderbar. Ach, das ist schlimm, ist fürchterlich, besonders für so Leid wie mich. Was soll ich tun, was soll ich treiben? Ich möcht doch auch nicht ledig bleiben. Ich hab 6 Schätz, 6 liebe Mädchen. Das Bienchen, Slotsche, die Babette, die Gret, die Stine und die Annelis. All hübsch und goldig, lieb und süß, jedi herzig und gesund. 2 schwarz, 2 bräunlich und 2 blond. Gleich froh und lustig, alle 6. 6 wunderbare Pelzerhexe. Und jedi wär mir ganz genau gleichmäßig lieb als Ehefrau. Ihr liebe Leid, so stehen die Sache. Ich tät jo so gern Hochzig mache und sitz jetzt scheißlich in de Klemm. Wann ich zum Beispiel Slotsche nemm, des geb e Drama, fürchterlich. Die andere 5, die gebten sich ganz sicher alle Garten tot vor lauter Trauer, Gram und Not. Und wann ich die Stine nemme tät, die Annelis oder die Gret, s wär jedes Mal und ganz genau es Gleiche wie beim Lotsche a. Jetzt sag mir einer, wann kann, was macht man da als größter Mann? Ihr Leid, wer weiß jetzt so ein Rezept? Ich weiß es Einzige, wo's gibt, das setz ich möglichst bald ins Werk. Ich wanne aus. Ich wär ein Türk und richt mir dann ein Harem ei und hock se alle 6 neu.